Es ist Himmelfahrt. Tag, an dem wir feiern, dass Jesus dahin abgehauen ist. Boah, ich weiß nicht ganz, schon irgendwie ein komischer Feiertag, oder? So zwischen Ostern, wo wir feiern, dass Jesus wieder auferstanden ist, und Pfingsten, wo wir feiern, dass der Heilige Geist kommt, feiern wir Himmelfahrt, dass Jesus verschwunden ist. Wäre doch viel schöner gewesen, wenn er hier geblieben wäre, hier bei uns. Er hätte noch ein paar Kranke heilen können, er hätte sich noch mehr für Gerechtigkeit einsetzen können, und vielleicht wäre es mir auch leichter gefallen, an ihn zu glauben, wenn er da geblieben wäre. Aber ist das so? Ich möchte euch eine Sache aus der Geschichte von der Himmelfahrt mitgeben, die ich total spannend finde. Nämlich am Ende des Matthäus-Evangeliums in der Bibel wird diese Geschichte erzählt, und die Freunde von Jesus, die gehen so einen Berg hoch, und dort steht dann, als sie Jesus sehen, einige von ihnen zweifelten. Einige von ihnen zweifelten. Woran zweifeln die denn bitte? Die sehen dort Jesus, die haben ihn jahrelang erlebt. Die haben mitbekommen, wie er Kranke geheilt hat, die haben mitbekommen, wie er gestorben und wieder auferstanden ist. Sie sehen ihn leibhaftig. Woran bitte zweifeln die? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich bin froh, dass die Bibel so ehrlich ist. Einige aber zweifelten. Die haben Jesus gesehen und konnten nicht sofort alles glauben. Und das heißt, wenn ich nicht alles glaube, bin ich nicht schlechter als die Leute damals, als die Jüngerinnen und Jünger von Jesus. Einige aber zweifelten. Vielleicht feiern wir zur Himmelfahrt ja nicht, dass Jesus hoch in die Wolken irgendwie abgehauen ist. Vielleicht feiern wir, dass Jesus jetzt überall bei allen sein kann. Jesus sagt zu seinen Freundinnen und Freunden: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und damit meint er auch mich. Auch wenn ich zweifle, ich und du, wir sind mit gemeint. Frohe Himmelfahrt.